So, Tommy, jetzt sagst du deiner Schwester gute Nacht und dann tue ich dich ins Bett. Gute Nacht, Laura. Was ist denn das? Die Mami sagt, wenn ich meine Blockflöte beim Schlafen und ein Kopfkissen lege, lerne ich das Stück schneller, das ich gerade übe. Aha, dann tun wir sie aber schnell wieder zurück. Wenn Mami auf ihrem Cello lernen muss, schiebt sie es dann auch unter ihr Küssi. Quatsch, Mami, sein Cello ist doch viel zu gross fürs Kopfkissen. Ist es nicht? Ist es doch. Frag doch die Mami. Die ist doch zu Amerika. Dürfen wir eine Mami anrufen? Tut mir leid. Im Moment hat eure Mutter Orchesterprobe. Da können wir nicht stören. So spät am Abend. Nur, in Amerika ist es jetzt erst Mittag. Wie soll ich das erklären? Ich zeige euch das einmal auf dem Globus. Kommt in mein Arbeitszimmer. Mein Globus. Er hat meinem Grossvater gehört. Er zeigt die ganze Erde, wo wir drauf leben. Schaut, Europa, da wohnen wir. Und die Mami, die ist jetzt ungefähr da. In der Stadt New York. In Nordamerika. Und dort sollte es jetzt erst gerade Mittag sein. Am besten zeige ich euch das einmal mit dem Spitzlicht. Der Lichtstrahl ist genau das, was wir brauchen. Schaut, jetzt leuchtet der Lichtstrahl genau wie die Sonne auf unsere Erde. Und da, wo die Sonne anleuchtet, ist es jetzt Tag. Aber die andere Seite liegt im Schatten. Ist dort dann Nacht? So ist es. Weil sich aber die Erde ganz langsam um sich selber dreht, kommt jeder Ort auf der Erde ein Zeitchen Licht von der Sonne über. Seht ihr? Er kommt aus dem Schatten ins Licht. Es wird Tag. Und wenn er sich wieder wegdreht, dann wird's Abend. Und dann Nacht. Drum ist bei Mami in Amerika jetzt noch Tag, auch wenn bei euch schon Abend ist. Genau. Wenn dort noch überall geschafft wird, gehen da alle schon schlafen. Und das gilt ganz besonders für dich, kleiner Mann. Oh, lieber Stern, meine Mami fehlt uns ganz schön fest. Schau, da sitzt die Mami gerade im Konzertsaal und macht Musik mit dem ganzen Orchester. Schau mal. Da ist es, Mami. Ui. Hey. Die Amerika. Oh nein. Laura, gehst du jetzt bitte auch langsam ins Bett? Ich komme gerade. Was mache ich nun, lieber Stern? Wenn der Papi das Loch sieht, ist er sicher stinkhässig. Jetzt weiss ich, was ich mache. Das gehört eigentlich zu dir, armer Globus. Aber wenn der Papi das Loch nicht sieht, wird er auch nicht hässig, ist klar. Wenn nur keiner kommt und dich umdreht. Hey, Laura. Träumst du gerade wieder? Laura. Was ist? Hast du ein bisschen Sorgen? Nein. Ich habe gerade nur so geschaut. Du, kannst noch ein bisschen mit der Sophie spielen? Aber vorher holst du uns allen ein paar Marzipanschnecken vom Bäck. Ja, aber nur bis zum Bäcker und nicht auf die Straße gehen. Ja klar, tschüss. Wohin gehen wir? Marzipanschnecken holen. Mampf. Du hast Kummer, stimmt's? Kummer, schön wär's. Richtige Sorgen habe ich. Oh nein, auch Sorgen. Das ist mindestens 10-mal schlimmer. Also, es ist ja so. Mein Papi hat so einen alten Globus. Und du hast deinem Papi noch nichts davon erzählt? Eigentlich ist er ja nicht so streng, aber ich traue mich einfach nicht. Ach, so schlimm wird das schon nicht. Ich habe mal die Haie Vase verschlagen. Dann habe ich es meiner Mutter gesagt und sie hat überhaupt nicht geschimpft. Allerdings haben die Mami und der Papi die Vasen immer blöd gefunden. Aber mein Papi liebt seinen Globus. Hey, schau mal. Der sieht ja genau aus wie der vom Papi. Echt? Wenn der genau so aussieht, dann könntest du doch einfach... Den kaufen und gegen den kaputt vertauschen. So mache ich's.
Dann merkt der Papi nichts und alles wird wieder gut. Was meinst du, was so ein Globus echt kostet? Weiss ich doch nicht. Aber ich habe daheim ganz viel Münze im Sparsäuli. Hey, was ist denn mit dir los? Ich habe ihn noch ein bisschen angelangt. Und dann ist da auf einmal ganz ein grosses Loch. Ein Loch? Wo? Weisst du, Papi seinen Globus. Ich habe ihn kaputt gemacht. Und jetzt ist der Papi böse. Und ich habe eine ganze Woche Fernsehverbot. Was? Du meinst, du hättest den Globus kaputt gemacht? Ich soll den Tommy bei den Fernsehen schauen lassen? Nein, liebe Laura. Der Tommy hat seine Strafe verdient. Und wenn du wieder einen Globus hättest, der ganz ist? Tja, wenn das Wörtli «wenn» nicht wäre. Aber der Globus ist jetzt mal nicht ganz. Und jetzt rede ich nicht mehr drüber. Tut mir leid, Säuli. Ich wollte die eigentlich erst an der Weihnacht aufmachen. Aber wenn der Papi wieder einen neuen Globus hat, ist er auch nicht mehr böse mit dem Tommy. Tut mir leid, Jungsfräulein. Aber für den Globus im Schaufenster langt das Geld beim besten Willen nicht. Ich habe die noch fast 5 Franken. Die kannst du haben. Das ist lieb von dir. Aber auch das langt nicht. Aber wieso? Der Globus ist doch schon total alt. Darum ist er ja auch so wertvoll. Er ist antik. Er erinnert uns an Zeiten, die längst vergangen sind. Und Erinnerungen sind mit Geld eigentlich gar nicht zu zahlen. Darum ist der Papi so verrückt, weil der Globus kaputt ist. Weil er ihn an seinen Grossvater erinnert. Hoho, Papi, wie geht's, wie steht's? Oh, Stern, wo bist du nun? Der Tommy ist traurig, der Papi ist verrückt und ich bin an allem die schuld. Jawohl, ich muss es machen. Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Also, alle mal da kommen. So geht's nicht mehr weiter. Papi, Tommy, kommt sofort in mein Zimmer, ich muss euch etwas sagen. Ich bin's gsi. Ich habe den Globus kaputt gemacht. Der Tommy kann gar nichts dafür. Und dann wollte ich einen neuen Globus kaufen, aber das Geld hat nicht gelangt. Das ist jetzt dir. Den Rest bringe ich auch noch zusammen. Und wenn ich dann 100 Jahre alt bin. So, das wär's. Es tut mir wirklich leid. Und jetzt könnt ihr beide verrückt sein auf mich. Und der Tommy darf nicht mehr wegen mir gestraft werden. Potztausend, Laura. Das ist wirklich ziemlich mutig von dir. Du hast einen Fehler gemacht. Und du stehst dazu. Das finde ich mutig. Ah ja, und dein Fernsehverbot ist natürlich ab sofort beendet. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen überreagiert. So schlimm ist das Loch im Globus jetzt auch wieder nicht. Dass ihr beide glücklich sind. Das ist mir das Wichtigste. So, und jetzt gehen wir mal rüber und schauen, ob der Globus nicht doch noch irgendwie zu retten ist. Hm? Oh, schön. Wisst ihr was? Wir lassen den Globus genau so, wie er ist. Das ist dein Stern da im Globus, gell? Psst. Er ist doch wunderschön so. Noch viel schöner, als ich ihn je gesehen habe.